Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 11. Adventstürli hier auf Storyflow. Wie ihr vielleicht schon an unseren schönen Pullis erahnen könnt, dreht sich heute wieder alles ums Thema Weihnachten. Und zwar haben wir gedacht, wenn wir mit euch mal unsere allerliebsten Weihnachtsfilme durchnehmen. Dazu muss man sagen, dass Meli und ich, was Filme anbelangt, ein bisschen unterschiedlichen Geschmack haben. Darum haben wir einfach jeder für sich die Top 3 von unseren Weihnachtsfilmen für euch vorbereitet. Bei mir auf dem persönlichen dritten Platz ist der Film, ein Trickfilm, Annabelle und die fliegenden Rentiere. Du lachst? Ich finde es ein herziger Film. Ja, ist mega herzig. Es geht darum, an Heiligabend schenkt der Weihnachtsmann den Tieren auf dem Bauernhof immer die Gabe zum Reden. Niemand darf davon erfahren, außer der Billy, ein stummer Bub, weiss von ihrem Geheimnis. Der freundet sich dann mit dem Kälbchen an, der Annabelle. Sie beide haben einen grossen Wunsch, den ihn aber nur der Weihnachtsmann erfüllen kann. Wirklich sehr ein herziger Film rund ums Thema Freundschaft und Weihnachten. Lieber Weihnachtsmann. Dann bist du also ganz sicher, dass du es so willst? Ja, ganz sicher. Ich wünsche mir nichts anderes. Der Film, der bei mir auf Platz 3 ist, klingelt sicher beim einen oder anderen auch ein Glöckchen. Und zwar geht es um den Film Polar Express. Ich finde es einfach ein wunderschön gemachter Film mit einer tollen Geschichte und mega witzigen Animationen. Und als Töpfchen obendrauf der Tom Hanks als quasi Alleinunterhalter. Was willst du noch mehr? Mein nächster Lieblingsfilm ist wieder ein Klassiker, nämlich Santa Claus. Von dem gibt es sogar mehrere Teile, aber das Eins ist meiner Meinung nach mit Abstand am besten. Dort geht es darum, dass der Weihnachtsmann vom Dach geht und von einem Vater und seinem Sohn gefunden wird. Sie müssen dann kurzerhand einspringen und dem Weihnachtsmann seinen Job übernehmen. Anziehen des Kostüms und Betreten des Schlittens übernimmt der Träger Pflichten und Aufgaben des Weihnachtsmanns. Das heißt im Klartext, du hast das Kostüm an, also bist du der Boss. Oh! Mein zweiter Platz macht einen ziemlich alten Film aus dem Jahr 1983. Und zwar ist das der Film «Die Glücksritter» mit dem Eddie Murphy. Das ist eigentlich auch der Film, wo der Eddie Murphy ein bisschen bekannt gemacht hat. Mit dem ist er nachher, glaube ich, auch für einen Emmy nominiert worden. Und ich finde es einfach eine mega witzige Komödie. Es geht dort um zwei Männer, die gesellschaftlich gesehen auf der jeweils anderen Seite stehen. Der eine ist ein reicher Banker und der andere ein armer Schlucker von der Straße. Und wo um die Weihnachtszeit plötzlich die Rollen tauschen müssen. Es ist ein unglaublich witziger Film, der ab und zu auch ein einen derberen Humor an den Tag legt, aber einfach ein echter Klassiker ist. So ist nun mal das Leben. Dem armen Teufel hilft es auf die Beine. Ich kann sehen! Ich kann sehen! Ich habe Beine! Oh Scheiße, seht euch das an! Ich kann wieder gehen! Und den feinen Pinkel bringt es zu Fall. Oh. Hilfe! Hilfe! Wovon reden Sie? Nicht Da schießen! haben Sie ihn wieder. Nehmen Sie ihn! Bitte töten Sie mich nicht! Ich stehe kurz vor meiner Heirat! Hey, ich will Ihren Aktenkoffer nicht Hilfe! haben. Hey. Hilfe! Und jetzt kommen wir noch zu meinem absoluten Lieblingsfilm und das ist «Das Wunder von Manhattan». Das ist für mich einfach ein Must. Jedes Jahr schaue ich den wieder und ist einfach immer wieder schön. Der Kris Kringle ist ein älterer Mann, der in einem New Yorker Kaufhaus als Weihnachtsmann arbeitet. Das Besondere am Kris Kringle ist, dass er behauptet, auch wirklich der echte Weihnachtsmann zu sein. Die Kinder glauben ihm natürlich alle, aber die Erwachsenen denken, dass er ein bisschen verrückt ist. Weil er so ein guter Weihnachtsmann ist, werden die Verkaufszahlen mega gesteigert und ein rivalisierendes Kaufhaus leitet dann den Kris Kringle rein und lässt ihn als verrückten alten Mann dastehen. Er kommt dann darauf ab in eine Anstalt und es geht dann am Ende darum, vor Gericht zu argumentieren, ob er denn wirklich der echte Weihnachtsmann ist oder nur ein alter Spinner. Do you believe that you are Santa Claus? Yes, of course. I'd like the court to see Mr. Kringle make the reindeer fly. The only fly is on Christmas Eve. Mein Lieblingsweihnachtsfilm aus meiner Kindheit ist mit grossem Abstand Balto. Die Geschichte von Balto, der als Leithund von einem Schlittenhundegespann die zugeschneite Ortschaft Nome in Alaska mit einem überlebenswichtigen Serum versorgt, habe ich als Kind gefühlt die 100 Mal geschaut. Einfach ein unglaublich liebevoll gemachter Zeichentrickfilm mit einer wahnsinnig berührenden Geschichte, die mich, glaube vor allem darum so gefesselt hat, weil sie auf einer echten Gegebenheit basiert.
Im Central Park in New York steht sogar eine Statue von Balto mit der folgenden Inschrift. Gewidmet dem unbeugsamen Geist der Schlittenhunde. Die im Winter 1925 ein Serum über 600 Meilen von Nenana in das leidgeprüfte Nome brachten und damit vielen Kindern das Leben gerettet haben. Ausdauer, Treue, Intelligenz. Borto hat das in Wirklichkeit alles gemacht, nicht Großmutter? Oh ja, meine Süße, allerdings. Ich hoffe, wir haben euch mit dieser Liste ein bisschen Lust machen, wieder mal einen Weihnachtsfilm zu schauen. Zugegeben, es sind jetzt nicht grosse Geheimtipps dabei, aber vielleicht hat es ja gleich den einen oder anderen darunter, den ihr noch nicht kennt habt oder wo ihr jetzt Lust bekommen habt, wieder mal zu schauen. Bei uns hat es, glaube ich, gewirkt. Ich glaube, wir machen jetzt hier Feierabend und schauen, vielleicht finden wir auch mal noch einen neuen Weihnachtsfilm, wobei ich würde eigentlich ehrlich gesagt sehr gerne wieder mal den Balto schauen. Und ich habe ihn noch nie gesehen, darum. Also ich glaube, in dem Fall wissen wir, was wir heute Abend schauen. Also dann, ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein beim nächsten Adventstürli. Bis dann, macht's gut. Habt euch Sorge. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.